Guten Abend miteinander. So schön bist du da. Wenn wir doch gerade aufstehen und unseren Gott loben und preisen. Wir feiern den Gott, der war. Wir feiern den Gott, der ist. Wir feiern den Gott, der bleibt in Ewigkeit. Die Gefängnistüren wird uns in die Freiheit führen. Der Sieg gehört nur ihm allein. Dein Haus ist voll Freude und Licht. Dein Haus ist voll Leben an diesem Tag. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Dein Haus ist voll Freude und Licht, denn du bist hier an diesem Ort. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Wir feiern den Gott, der heilt, der rettet und der befreit. Wir feiern den Gott, der neue Wege schafft. Denn er starb für uns am Kreuz und er blieb nicht dort im Grab. Noch immer wirkt dieselbe Kraft. Dein Haus ist voll Freude und Licht. Dein Haus ist voll Leben an diesem Tag. Wir werden nicht schweigen. Wir feiern dich, Gott, dein Haus ist voll Freude und Licht, denn du bist hier an diesem Ort. Wir werden nicht schweigen, wir feiern dich, Gott. Wir waren Bettler, sind nun königlich, waren gefangen, sind nun frei durch dich. Sind angenommen, geliebt und durch Gnade befreit. Dieses Haus soll von Lobpreis sein. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron und keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer
größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. O Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und der Himmel singt, heilig, alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch erhöht, heilig, heilig für immer. Für dein Volk es singt, heilig, dir dem Herrn der Herr, heilig, du bist und bleibst, heilig, heilig für immer. Jesus, dein Name, Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Weltmacht, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. O Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich, keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. So schön bist du heute Abend da. Ich weiß nicht, weshalb ihr heute da seid. Vielleicht ist es, weil ihr Gott besser kennenlernen wollt. Oder vielleicht, weil ihr eine Gebetserhörung braucht. Oder einfach seine Gegenwart zu genießen. Aber schön seid ihr da. Und wir wollen doch jetzt noch uns eine Minute nehmen, Gott zu sagen, weshalb wir heute hier sind. Gott zu sagen, was wir von ihm diese Woche erwarten wollen. Jesus, danke bist du da heute Abend. Und siehst du unsere Anliegen, unsere Erwartungen. Und danke bist du uns gnädig, so gnädig, dass du uns noch viel mehr schenkst, als wir denken können. Dass du übertreffen wirst diese Woche, was wir uns vorstellen. Danke, bist du da. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Und herzlich willkommen zum Start der 3. Woche, der Gebetswoche. Schön seid ihr da, auch alle, die im Livestream sind. Schön seid ihr da, Chur, Pontresina und Meilen.
Grüße an euch. Wir wollen gleich starten mit dem Text für den heutigen Abend. Im Epheser steht noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes, wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. In den ersten 2 Wochen hatten wir die Themen Gottes Gegenwart suchen und darin zu bleiben. Paulus sagt das noch einmal, dass wir in der Verbindung mit dem Herrn stark werden. In der Gegenwart Gottes, wenn wir sie suchen und darin bleiben, werden wir stark. Was für eine Zusage. Und damit uns dies gelingt, und damit es uns gelingt, den Ablenkungen des Teufels und weitere Dinge, was der Teufel tun will, um uns abzulenken, dass wir nicht in der Gegenwart Gottes bleiben, dass wir uns dagegen behaupten können, gibt uns Paulus die Waffen Gottes weiter. Er sagt uns, mit diesen Waffen, die Gott uns da gibt, können wir in der Gegenwart Gottes bleiben. Es soll kommen, was kommen mag. Und deshalb wollen wir uns diese Woche näher mit der Waffenrüstung auseinandersetzen. Zugegeben sagt es mir nicht mehr sehr viel, ein Schwert in der Hand zu haben oder ein Schild auf dem Arm zu tragen. Ich habe das in meinem Leben noch nie gebraucht. Aber ich habe durch die Royal Rangers eine Hilfe bekommen, um die Waffenrüstung besser zu verstehen. Bei den Royal Rangers brauchen wir am Samstag und in den Lagern viel Werkzeug, um zum Beispiel Holz zu sägen, damit wir nachher ein Feuer haben und Essen kochen können. Um Holz zu sägen, ja, das sieht etwa so aus, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und als ich damals im Auffahrtslager, letztes Jahr, einem Kind beigebracht habe, wie man Holz sägt, musste ich ganz beim Anfang beginnen. Wie halte ich die Säge? Wie brauche ich sie? Wie halte ich das Holz? Und am Anfang war es für das Kind nicht einfach. Ich musste dauernd dabei sein. Doch am Ende der Woche wusste das Kind, das ist meine Lieblingssäge. So stehe ich beim Sägen. So komme ich zum Ziel und kann das Holz verkleinern. Und da wurden mir 2 Dinge bewusst, was mir half, die Waffenrüstung besser zu verstehen. Erstens, die Waffen Gottes muss ich kennenlernen. Genauso wie die Kinder zuerst mal wissen müssen, was die Säge ist und wie sie gebraucht wird. Und wenn sie das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, was die Waffen Gottes sind, dann kommt der zweite Schritt. Wir dürfen sie gebrauchen. Wenn ein Kind zu mir kommen würde und erzählt und erklärt, wie man eine Säge benutzt, dann wäre meine Antwort schön und gut, aber wir haben immer noch kein Holz zum Feuer machen. Das Gleiche mit den Waffen Gottes. Sie zu kennen ist der erste Schritt, sie zu gebrauchen der zweite. Und nun wollen wir uns diese Waffen anschauen. Heute Abend nur die erste. Der erste Bestandteil der Waffenrüstung, schreibt Paulus, seid bereit, legt die Wahrheit als Gürtel um. Der erste Gegenstand der Waffenrüstung ist der Gürtel.
Zu was ist dieser Gürtel gut? Stellt euch vor, ich hätte eine lange Robe an, ein langes Kleid, das breit ist. Dann ist es vielleicht schwierig, darin rumzulaufen. Und früher hatten sie solche lange Kleider. Und ein Gürtel war nützlich, um diese so zusammenzubinden, damit die Bewegungsfähigkeit größer wurde. Es war also ein Ausdruck von Bereitschaft, einen Gürtel zu tragen. Und im geistlichen Sinne, wenn wir uns mit der Wahrheit umgürten sollen, macht es uns bereit auf das, was kommt. Sich an Gottes Wahrheit zu orientieren, das hilft uns, bereit zu sein. Ich habe uns für heute Abend 3 solche Wahrheiten rausgesucht aus der Bibel. Ich hoffe, sie kommen euch bekannt vor, denn sie waren auch schon Teil der Gebetswochen. Die erste Wahrheit ist, wer Gott die Türe öffnet, zu dem wird er kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. In der ersten Woche erhielten wir von Stefan ein Bild, und zwar, dass Jesus vor der Tür steht und klopft und sagt, ich verspreche dir, wenn du mir auftust, dann komme ich zu dir hinein und habe Gemeinschaft mit dir. Das ist die Wahrheit. Sind wir bereit, Jesus die Türe zu öffnen und Gemeinschaft mit ihm zu haben? Eine zweite Wahrheit ist, wir bleiben Gott nahe, indem wir sein Wort verinnerlichen und ihm gehorsam sind. Auch das ist die Wahrheit, über die hat uns Manu erzählt. Doch Gottes Wort zu verinnerlichen, das braucht Zeit. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Und da kommt die Frage hoch, wie kann ich diese Zeit nehmen? Unter der Woche, am Wochenende, in den Gottesdiensten, in den Kleingruppen, im Gebet mit den Familien oder auch persönliche Zeit beim Bibellesen. Will ich Gott diese Zeit schenken? Eine dritte Wahrheit. Durch die Verbindung mit Gott werden wir stark und bringen Frucht. Paulus hat uns versprochen und gesagt, wenn wir zu den Waffen Gottes greifen, dann werden wir nicht vielleicht siegreich sein, sondern wir werden siegreich sein gegen alles, was der Teufel gegen uns wirft. Ablenkungen, Versuchungen. Wir werden siegreich sein. Wir werden stark sein und Frucht bringen. Und heute Abend wollen wir uns Zeit nehmen, uns mit dem Gürtel der Wahrheit zu umgürten, uns mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, die Gott in unser Leben spricht. Ich habe euch die Bibelstellen hier angehängt, damit ihr auch selbst nochmals nachlesen könnt, was geschrieben steht. Vielleicht spricht eine ganz andere Wahrheit von Gott in euer Leben. Oder ihr sucht Inspiration bei den Gebetsleitfaden und findet dort Zeit für Gott. Ja, wir werden jetzt in eine persönliche Gebetszeit hineingehen. Hier vorne hat es Hilfsmittel und Gebetsanliegen. Falls ihr Gebet braucht, könnt ihr auch unter dem Kreuz bei den Mitarbeitenden Gebet erhalten. Und sind wir offen, was Gott für Wahrheiten in unser Leben spricht heute Abend. Ich will beten. Jesus, ich danke dir vielmal, hast du uns so schonungslos offenbart, was die Wahrheit ist, dass sie uns ermutigen darf heute Abend, dass sie uns korrigieren darf heute Abend und dass wir gestärkt werden durch deine Wahrheit, damit wir ausgerüstet sind auf alles, was kommt.
stärk du uns heute Abend in der Zeit, die wir nun haben. Amen.
tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. In das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, Preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, Preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, ein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, Preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, Preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus meine Hoffnung lebt.
Ich freue mich sehr, dürfen wir jetzt noch in eine gemeinsame Gebetszeit gehen. Und ich habe uns noch 2 Anliegen mitgebracht. Einerseits ist es so, dass keiner sich aus dem geistlichen Kampf herausnehmen kann, auch nicht wir Pastoren und Leiter in der Gemeinde. Und deshalb bitte betet für uns, dass auch wir in der Gegenwart Gottes bleiben können und in dieser Gegenwart Gottes vorausgehen dürfen. Aber lasst uns auch einander segnen, jeden Einzelnen, damit wir bereit sind, als Gemeinde vorwärts zu gehen und diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Nehmen wir uns Zeit, machen wir Gruppen 3, 4, 5, 6 Personen.
Jesus, wir danken dir vielmal, dass du uns am heutigen Abend gestärkt hast, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Und danke, hast du gehört. Dürfen wir uns nochmals bereit machen für den morgigen Tag, für diese Woche. Danke, kommst du mit uns. Amen. Ich fand es vorhin so schön, haben wir gesungen, dass die Nacht bezwungen ist. Jesus hat den Sieg errungen. Jesus, unsere Hoffnung lebt. Amen. Und das zusammen zu singen und ja. Das zusammen singen zu dürfen und Gott nochmals groß zu machen zum Abschluss dieses Abends, das wollen wir tun, um gestärkt gehen zu dürfen. Bringen wir Gott unser Dank hin und singen noch einmal zu ihm. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach seinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam seine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus meine Hoffnung lebt. Ja, Jesus, danke, kommst du mit uns morgen in diese Woche. Wir beten für Begegnungen mit dir, für Gebetserhörung. Danke, dürfen wir mit dir heute Abend rausgehen. Amen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ciao zusammen.